Bei der Anfang kriegen all die Leute, die Institutionen repräsentieren, die an der Formation oder an der Education national aktiv sind, geholfen. Das heißt, die Leute, die Institutionen vertreten, die gerne ein europäisches Projekt machen, entweder Level von den Primärschulen oder Level von den Lyceen oder Level vom Erasmus von der Uni Lützeburg zum Beispiel, aber auch andere Institutionen, die agréiert sind zu Lützeburg für den Enseignement supérieur. An all die Institutionen, die an der Erwachsenenbildung aktiv sind, die können bei uns Projekte aufrufen. Einerseits sind das Projekte, die echt das Personal konzernieren können. Das sind dann Mobilitätsprojekte, wo ich kann einen gewissen Anzahl Formation kontinuen zum Beispiel aufrufen. Andererseits sind es aber auch können doch Großprojekte sein, wie die Partenariatstrategien, wo ihn dann zwischen Institutionen etwas Neues ausschafft. Was das neu mit Erasmus Plus? Was neu ist, dass die Inselleute Kinder sie können mehr erreichen. An dem Sinn gibt den Impact vom Programm mehr groß, weil hinter den einzelnen Projekten stehen Institutionen, die ja nur auch die Resultate von ihrem Projekt viel besser können valorisieren. Wenn er viel Einzelmobilitäten hat, dann hat das der einzelne Person ganz viel Brot, aber das ist nicht unbedingt so visibel. Vielmals merci.